we back in this bitch. Stimmt, wir machen es ja auf Deutsch. We'll be back in this bitch. Yes. Oh no, dear. Aber ja, besprechen wir sonst Segment, das wir können sonst haben. Aber eine gute Idee. Ja. Also ich finde sicher mal Konzerte noch sagen, wo bald kommen in der Region. Weil ich komme nicht aus mit Facebook im Fall. Ich verpasse jedes Boah, du musst auch nicht Facebook. Ich habe vieles besseres Tool. Mhm. Ich habe eine Liste gemacht. Ich lade die mal ein. Liste? Google Drive Link halt. Oder? Ich schicke dir den jetzt gerade. Bei Google Drive jetzt sind Link. fast alle Konzerte rein. Ich weiss noch nicht, ob es noch etwas wie. Weil sonst, ich verliere mich immer. Ja, das ist insane. Das hat viel zu viel Zeug. Ja. Früher hast du mindestens gesehen, Facebook, wenn etwas kommt. Facebook ist das grösste Hurenkind ever geworden, Mann. Sieh, wie ich da genderkonform sehr beleidigt habe. Sehr schön. Ja. Das gefällt mir. Scheiß Zucki da. Das sucht der Hurensohn. Der hat ja etwas gegen mich, der Wichser. Oh, stimmt, das haben wir ja nicht erzählt. Das ist auch egal. Es gibt ja Story für nächstes Mal. Machen wir mal sonst erzählen, der Hurenseich, du. Aber ja, Konzerte mal erzählen, was kommt und so, wäre cool, weil so weiss ich auch, wo meinst du proper Konzert oder so kleine Konzerte? Die Sache ist, ich bin nicht so... Also, ich habe schon einmal gesagt, grosse Konzerte, aber ich kann gerne so Local Shows. Ich eben auch, aber von denen gibt es fast keine mehr momentan. Eben doch, aber nachher, ich lerne davon erst, nachdem es schon passiert ist. Du musst einfach immer jeden Tag umschreiben, was heute Abend läuft, er weiss es. Ja, voll. Machen wir eine Hotline mit dem Umi. Der Umi, Alter. Aber dann können wir sonst sagen, wir machen das jede 2 Wochen oder so, dann können wir gerade sagen, hey, das stimmt. An diesem Samstag im Werk Baden gibt es das Konzert und im Werk 21 gibt es das andere Konzert. Das fände ich cool, weil dann kann ich selber das hören und nachher merken. Emil Bulls spielt am 11.12. Was? Oh, 30.11. Mega wichtig. Was? In der Hall. Der Hall? Ja. Dort spielen In Flames. Samsung Halle? Und In Flames, ja. In der Hall. Zuerst der Hall, nicht in Samsung Halle. Ich arbeite ja gerade neben dran. In Flames spielen dort. Aber die sind nicht so wichtig. Mit Imminence. Nicht so wichtig. Was wichtig ist... Imminence kann ich. Die haben den Song mit der Geige. Ja. Was wichtig ist At the Gates. Weil für alle, die nicht wissen, was At the Gates ist, ohne At the Gates... Gibt es keine Flames? Gibt es kein SLA Dying. Das auch. Und ohne SLA Dying würde es Metalcore nicht so geben, wie er jetzt ist. Und das Ding ist, At the Gates ist eine richtig alte schwedische Death Metal Band. Ja. Und der Fakt, dass ich einen grünen Adidas Longsleeve anhabe mit den 3 Streifen drauf und einem Blümchen Adidas Logo auf der Brust, heisst ja, dass ich ein Poser bin eigentlich. Ja, du hast immer Longsleeves. Metal zum School finden. Aber der Fakt, dass ich jetzt gerade den Fakt über At the Gates ausgepackt habe, heisst, dass ich kein Poser kann sein. Von dem her. Ja, At the Gates. Bring it on mit euren schwarzen Metal-Band-Shirts. Sind At the Gates nicht vor ein paar Jahren wieder zurückgekommen? Mal, oder? Mal, sie haben schon 2-mal am Greenfield gespielt, sie waren fucking lit gewesen, Alter. Einfach so richtig stabil. So, wenn SLA Dying richtig männlich wäre. Weil jetzt sind sie ja nur so männlich, nicht richtig männlich. Weil sie haben ja Clean Vocals. Ja, gut, stimmt. Und Clean Vocals sind für Pussys, sind wir ja, ehrlich. Voll, ja. Zum Glück haben wir jetzt beide angefangen zu lachen. Hätten wir das jetzt beide Clean Vocals. Hätten wir das jetzt einfach durchgezogen, wären wir die grössten Arschlöcher gewesen. Also, was sind die für Wichser? Nachher sagen, aber die Verses sind auch Clean Gesang. Die Verses haben keinen Clean Gesang. Why, das ist auch Clean Gesang. Niemand bei Verses kann singen. Ja, nein, aber wichtig ist eben, At the Gates and fucking Orbit Culture. Wann? Am 30. November. Oh, Orbit Culture, sagt mir etwas. Orbit Culture, das ist die Metalband vom Jahrhundert, Alter. Die sind so, wenn Metallica jetzt Musik machen würde. Sind die Thrash Metal Band mit den jungen Sängern, oder? Ja, Mann. Also Thrash Metal. Ja. Wenn Thrash Metal gealtert wäre. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil jetzt gibt es ja so Bands wie. Was gibt es für Thrash Metal Bands? Havoc? Ja.
Das tönt ja eigentlich, sind wir ehrlich, Havoc tönt genau gleich wie Thrash Metal vor 30 Jahren tönt hat. Einfach mit moderner Production. Ja, also ja, sie haben es einfach weiter gepusht. Vom Songwriting her ist es genau gleich. Es ist immer noch, es sind die gleichen Riffs, es sind die gleichen Dings, es sind einigermaßen, also recht das gleiche Zeug, einfach mit modernerer Production und modernerem Aspekt. Es ist so wie Exodus 2.0, ja. Ja, genau. Aber Orbit Culture ist wie das alles genommen. Ich glaube, du hast mir sogar einen Song gezeigt. Ja, ich glaube schon. Ich habe das mehr preached wie Christentum preached haben früher. Auf jeden Fall, die haben das alles genommen und dann so 2020er-Version davon gemacht. Ja, schon irgendwie. So wenn Thrash Metal im 2020 geboren wurde, würde es so tönen. Es ist fucking lit. Ja, alle mal auf YouTube gehen und den Videoclip zu Saw von Orbit Culture schauen. Heavy. Und sonst hast du Evil, hast du auch noch. Lazarus AD, die existiert glaube ich nicht mehr. Boah, die sind sick, Alter. Die sind so sick. Lazarus AD ist sick. Also sie haben ein Album rausgehauen und that's it. Und seitdem nichts mehr. Ja, aber es ist geil, Alter. Aber es ist so wie Necrophages. Ich kann jetzt gerade so da, so wie es wüsste, aber ich habe keine. Ich meine, du müsstest mindestens als Meme kennen. Necrophages. Der Name sagt mir etwas. Hast du mal den Skelett-Meme gesehen, so wie Waiting for the Next Necrophages-Album oder so ein Scheiß? Ich meine, die haben das Album released, Tech Death Metal, im 2000 oder 2001 oder so, way ahead of their time. Also die sind einfach crazy weit gewesen und nachher nichts mehr. Und der die Musik gemacht hat, der ist jetzt, glaube ich, so ein Mercedes-Mechaniker oder so. Geil. Und einfach, real. es kommt nichts. Leute waren seit 20 Jahren auf ein neues Album, weil das ist so gut gewesen. Mal, dann habe ich das Meme schon gesehen. Der Stab Wound von Necrophages ist einfach hart. Der Blood Youth kommt am 15.03.2023. Tu mal sonst mal rekapitulieren. Egal, das ist jetzt einfach irgendetwas gewesen. Ich weiß nicht, wann wir das releasen, wenn wir das releasen. Ist egal, aber am 5.03.23 sollten wir es ankriegen. 5.23, ja, ein Trivium und Dings kommen, ein Trivium mit Malevolence und Heaven Shall Burn. Junge, Trivium! Heaven Shall Burn und Malevolence. Ja. The fuck is going on? Ich habe den Ticket seit ein Jahr. Ich muss es noch kaufen. Ja, ich habe es noch. Sonst, Tom Segura kommt auch nächstes Jahr. Du kommst mit? Ich habe ein Ticket schon gekauft. Wie viel hast du gekauft? Ich glaube 60 Stutz pro Ticket. Ja, aber wie viel hast du gekauft? 3. Für? Freunde und Brüder. Verdammte Scheiße, Alter. Der Eckert und ich wollen auch kommen. Wirklich? Tom Segura ist in letzter Zeit mein Lieblingskomiker. Der ist sicher so funny. Ja, der ist sicher vor allem gut. Er ist funny und gut und lustig. Und seine Podcasts sind einfach auch geil. Ja, sein Podcast mit dem Bird Crash. Ja. Ich kann Two Bears, Alter. Two Bears for life. Ja, vor allem wenn er seine Sachen überbringt live. Ist auch so. Ich kann Tom Segura. Sein Delivery ist so gut. Schau, ich bin extra mit meinen Brüdern nach Berlin gegangen, um Tom Segura zu schauen. Boah. Extra nur wegen dem sind wir gegangen. Sick. Es war so gut gewesen. Und das ist, glaube ich, das ist kurz vor Corona gewesen, habe ich das Gefühl. Ja, voll. Ja, lustig. Und eben, jetzt kommt er wieder. Weißt du, wen ich noch gesehen habe in Zürich? Ari Shafir. Kennst du? Name sagt mir etwas, aber ich kenne es gar nicht. Und Louis C.K. Ja, Louis C.K. In Basel. Der ist tot, oder? Er ist nicht tot. Wer ist denn tot? Du meinst... Es sind viele Komiker gestorben in letzter Zeit. Ich meine, der Louis C.K. ist auch tot. Du meinst Louis Anderson. I don't know. Der Fette, der Blonde. Ich meine, der Louis C.K. Ich meine, der Crackhead. Der Crackhead? Ja, ich weiß schon, wer der Louis C.K. ist. Wer ist der Crackhead? Ist ein Crackhead gestorben? Nein, der ist 55, er lebt immer noch. Das ist der. Ich weiß schon, wer das ist. Ja, wer meint das? Aber ich meine, der macht keine Comedy mehr oder so. Der ist gecancelt worden. Ja, hör mir auf mit Oder ist nachher nur noch stärker rausgekommen? Hör mir auf mit cancelled. Junge, ich muss dir den Film so zeigen. Scheiße. Er hat den Film gemacht jetzt und eben den Special rausgebracht. Nein, der aussieht wie der Louis C.K. mit dem Rossschwanz. Also nicht mit dem Penis, mit der Frisur. Oh. Fuck, keine Ahnung. Carl? Das wundert mich. Jemand, der wie Louis C.K. aussieht. Ja, ich sag das jetzt einfach. Aber mit dem Schwanzdings am Kopf. Ja, einfach mit dieser Frisur. Shit. Ist der Penn and Teller? Das ist nicht Penn and Teller. Er macht keine Zaubertricks. ist es der... wie heißt der Typ? Steven Seagal? Der George Carlin.
Aber der ist schon länger gestorben. Ja, der ist so länger da. Ja. Aber sein letztes Special, der ist verdammt alt gewesen. George Carlin ist fucking funny. Carlin ist Legende von Legende. By the way, ich habe es vor dem Ricky schon gesagt, Felix Lobrecht, deutscher Stand-Up-Comedian, ist auch fucking funny. Muss ich auschecken. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen Rassist mit deutschen Comedians. Ich habe einfach gerne Comedy auf Englisch. Die meisten sind auch nicht gut. Ja, weiß nicht. Ich bin einfach... Es ist so, wenn ich bin mit Spanisch aufgewachsen. Ich habe Dragon Ball auf Spanisch geschaut. Ich habe Hunter x Hunter auf Spanisch geschaut. Du schaust überhaupt Animes? Das ist auch eine Frage. Ich bin voll Anime-Nerd. Du kannst mit mir über Animes reden. Aber ich habe sie nicht aktiv geschaut. Es ist das gleiche wie mir mit Star Wars. Ich habe Star Wars erst ab der Neuen geschaut, also ab Rey. Und jetzt können wir dann sagen... What? Which die? Aber das Ding ist, ich habe mit einem Kollegen über Star Wars mal geredet in einer Bar, in einem 2-stündigen Gespräch, hat er mir alles erklärt und dann ist er geguckt und hat das Gefühl, wieso fragst du mich, du weißt ja schon alles über die Film? Weil ich habe Lego Star Wars Game und Memes gesehen. Ja, das ist eine gute Ausbildung. Ich komme eigentlich daraus, ich habe einfach die Filme nicht gesehen. Ich finde es irgendwie lustig, darum behalte ich es glaube ich so. Dafür, ich komme überhaupt nicht aus bei der neuen Fall, weil ich habe nur die ersten 6 im Kopf. Muss ja nicht, Alter, die haben ja nichts mit Alter zu tun. Eben, ja, und ich habe die geschaut und ich weiss nicht mehr, was passiert ist. Es ist schon der erste, also ich muss sagen, es ist schon fucking insane gewesen. Das erste Mal, als ich Star Wars gesehen habe, war wirklich im Kino gewesen. Ich habe nie etwas mit Star Wars im Hut gehabt. Das erste Mal, als ich wirklich einen Star Wars Film gesehen habe, war im Kino gewesen. Und es war The Force Awakens gewesen. Das ist schon geil. Ja. Also die Filme sind bis jetzt geil gewesen. Und alle alten Leute das Gleiche wie im Metal immer. Aber es ist nicht das Gleiche wie früher. Es ist nicht so gut. Ja, also es ist wirklich... es ist eigentlich gut gemacht. Und dann es ist einfach zu viel auf einmal. Und ich bin... Im ersten eben irgendwie noch nicht. Ja, aber sie haben der zweite und der dritte habe ich nicht gut gefunden, aber der erste ist fucking lit gewesen. Und dann haben sie noch Han Solo-Dings rausgebracht und nachher die ganze... das, ja, hören wir auf nicht. Und nachher die zwischen dem 6. Film und die erste von dem nächsten. Und ich komme nicht mehr raus. Wer, wo, was. Ist so ein Marvel-Film. Ich habe letztens alle Marvel-Filme mal durchgeschaut. Und dann ist plötzlich so, aber dann musst du noch diese Serie schauen und das und das. Ich so, Bro, ich habe keine Zeit für das. Was ist mit euch los? Was sind 20 Filme? Ja, aber die Filme habe ich alle geschaut. Das hat funktioniert. Ja. Die Filme habe ich alle im Kino geschaut oder auf Netflix. Aber dann der ganze Scheiß rundherum. Wo du noch müsstest schauen zum Film verstehen. Ja. Da denke ich mir nur so, Alter, nicht jeder hat so viel Zeit wie ihr Hollywood-Bitches, die nichts anderes machen, wie am Morgen 4 Reddit-Posts schreiben und das Gefühl haben, das sei ein Job. Ja, weißt du, wer ist auch noch so ein riesen Marvel-Fan, der mich auch angefickt hat, weil ich die nicht gesehen habe. Ich habe die Endgame nicht geschaut. Der Josh. Der Josh? Der wer bloß was, Josh? Der ist ein riesen Marvel-Fan. Nicht so, dass es aber ein Marvel-Nerd wäre. Ja, das ist ein riesen Marvel-Nerd im Fall, habe ich herausgefunden. Und er hat mir wirklich so gesagt, du musst unbedingt schauen und so. Und nachher, ich habe Avengers halt einfach den ersten geschaut. Ich muss aber sagen, die Avengers-Filme sind auch die meisten schlecht. Ja, also nicht schlecht, aber langweilig. Ich finde, sobald mehr als einer von diesen huren Idioten drin ist der Film einfach blöd. Du, es ist, also sobald der Tony Stark drin vorkommt, ist es sowieso... Du kannst jetzt Hot Take. Jetzt werden wir dann cancelled. Achtung. Sobald der Tony Stark in einem Avengers-Film oder Marvel-Film vorkommt, kannst du davon ausgehen, dass der Endgegner von ihm erschaffen worden ist und von ihm besiegt wird. Ja, das ist auch der Captain Sparrow von der Marvel-Welt. Nein, es ist wirklich so, sorry, man. Fucking Iron Man-Filme sind alle genau die gleichen. Der Tony Stark ist dort, macht irgendetwas, das wird böse. Ja, es ist immer die Kurve, oder? Ist immer plötzlich wieder alles gut und so und plötzlich, etwas passiert, jemand dabei und es ist immer der fucking Tony Stark schuld. Ja. Jedes gottverdammte Mal. Und jedes Mal, wenn bei den Avengers nachher einer kommt und sagt, we shouldn't listen to Tony, he has this. Und alle anderen sagen, no, this time I think Tony is right. No, he's fucking not. Jedes gottverdammte Mal. Du kannst alle Avengers-Filme kannst du verhindern, indem das einfach nicht auf den Tony Stark los ist. Ja. Aber ich muss sagen, Dings, was mir gefallen hat, ist Guardians of the Galaxy. Boah, Guardians of the Galaxy ist fucking sick. Cool. Aber weil sie eine gute Comedy haben. Ja, alle, aber die sind wirklich... Guardians of the Galaxy sind geil. Thor-Filme sind geil. Ja, es sind eigentlich wirklich alle geil, außer die, wo der Iron Man drin vorkommt. Aber ich bin ein Fan von der Iron Man aus. Ich weiß jetzt mal schluss, weißt du, wieso hasse ich Iron Man-Filme? Wieso? Ja, jetzt mal schluss. Der zweite, glaube ich, ist es. He's rich. Zweite... ja... Ich hasse alle, wie geil. Nein, aber jetzt der zweite Iron Man-Film. Falls jemand vorher nicht mitgelost hat, finde ich ja Black Sabbath ein bisschen geil. Aha, ja. Jetzt zum Schluss. Ja. Am Schluss vom Film. Tony Stark steigt in seinen fetten Karren ein, haut sich die Sonnenbrille auf und sagt: I am Iron Man.
im gottverdammten gleichen Tempo wie der Song von Black Sabbath ist. Oh. Und ich denke mir nur so, jetzt machst du dann und er fährt weg. Und was macht's? Was macht's? Der fucking Bon Scott kommt um die Ecke. The fuck? Ist es Shooter Thrill? I don't know. Aber kein Ace nach dem Satz I am Iron Man darf nicht ein gottverdammter ACDC-Song laufen. Das ist ja nicht schön. Who the fuck came up with that idea? Ja. Welcher gottverdammte Crackhead hat sich eine Meth-Pfeife reingeballert und ist auf diese scheiß Idee gekommen? Aber haben sie nicht den Iron Man Song noch drin gehabt? Ja, irgendwo, aber nicht dort. Das ist schon, ja. Das hat mich persönlich hässlich gemacht. Ich bin auf dem Sofa gehockt und habe den Film nachher nicht mehr geniessen. So, jetzt Metal Saber ist ein Film-Podcast geworden, meine Damen und Herren. Ja, aber nicht wirklich. Ja, ist immer noch Metal. Der Triggerpunkt ist fucking... Ist die Band, die Metal gegründet hat. Ja, absolut. Und da kann jetzt jeder kommen. Da kann jetzt jeder irgendetwas behaupten, aber ohne Black Sabbath gibt es kein Metal. Ja, das stimmt. Und wenn es Metal würde geben, wäre er nicht so tönen wie jetzt. Ich habe ein Tony Iommi Hörbuch gelesen von der neuesten Geschichte. Sorry, Tony Iommi ist ein Boss. Ja, Mann, mit Hälfte von einem Fingertip einfach noch weitergespielt. Und er hat sich 2 Fingerkuppen abgeschnitten. Also es sind 2 gewesen, glaube ich, ja. Und so ist der Power Chord entstanden. Gott sei Dank. Hilft uns Gitarristen, die nicht so gut sind, spielen. Apropos, ich muss sagen, Leute, die MVPs sind. Der Ex-Bassist von Save Your Last Breath, der Paddy. Ja. Ja, MVP. Wo spielt er jetzt? Jemand hat sich spielt nie jetzt mehr. Nein. Ja, er hat ein Angebot bekommen, weil irgendjemand Tickets gewonnen hat für Black Sabbath, um sie gratis zu schauen. Und er so, sorry, Alter, ich fühle die Band nicht so. Aber der Silvan, nimm doch den mit. Oh yeah. Und ich so, fuck, ich habe den Ozzy Osbourne live gesehen. Geil. Wenn er dort rumstoffert hat. Help with the light! Ja, jetzt stirbt er ein bisschen, Where's my weed? Ist er nicht so im Spital gelandet? Oder? Ja, der ist schon 100-mal im Spital gelandet. Ich glaube, der Ozzy kann echt nicht sterben. Ah, nein, wirklich nicht. Der Lemmy hat es zwar geputzt, aber der Ozzy kann es nicht putzen. Hey, der Lemmy ist crazy. Wie alt ist er geworden? 71. Und hat einfach jeden Tag fucking Check. Wir sind über 27, das heisst, wir machen jetzt garantiert noch 50 Jahre. Ja, fix. Also, aber das muss einfach Genetik sein. Gute Genetik bei ihm. Holy shit, Alter. Ja, oder einfach Whisky. Ja, das auch. Das ist gut. Alkohol macht halt schon speichern. Voll. Ich glaube, Bier ist nicht so... Bier macht nur einen Ranzen. Yes. Da habe ich viel zum Erzählen. Aber cool, ja, merci, dass Leute mitgelassen haben. Haben wir sonst noch Ideen für Segment? Wir haben absolut nichts besprochen, was Segment angeht. Also wir haben News von Konzerten und... Generell, man hat gesagt, wir können Loudwire oder so durchschauen. Stimmt, so wir können sonst Loudwire auch durchschauen, oder so Metal-News-Seiten und einfach mal ein bisschen schnurren, weil ich meine, die sind auf Englisch und dann ein bisschen schneller als... Ein bisschen einfach Corey Taylor-Bashing betreiben. Ist meistens Corey Taylor, der ein Beef hat mit irgendjemandem. Entweder ist Machine Gun Kelly... Ich finde es immer lustig, wie alle jetzt den Machine Gun Kelly haten für das, dass er Beef anfängt mit dem Corey Taylor. So. Bro, sorry, der Corey Taylor ist ständig seine Fresse am Aufreißen. Ja. Egal was, du kannst irgendwo, in LA kann irgendwo ein Sack Reis umgehen und der Corey Taylor hat eine Meinung dazu. Von dem her, wenn man einen anfickt in dem ganzen Ding, ist es der Corey Taylor. Ja. Du kannst mir sagen, was du willst, aber wenn du einen anfickst, dann der Corey Taylor. Und er ist auch in jedem Metal-Dokumentarfilm oder Serie dabei. Egal wo. Du kannst mir sagen, was der Corey Taylor hat immer seinen Senf dazu zu geben. Es könnte auch annähernd sein, es könnte der Rock... Dude, ohne Scheiß, es würde mich nicht wundern, wenn irgendein so ein Spaß, also irgend so ein Larry, ein Doku macht über so Schweizer Underground-Metal-Bands und der Corey Taylor etwas zu melden hat dazu. Wirklich so. Fun Story. Der Janik hat mir erzählt, dass das Dudes von Vended. Wer? Vended. Wer ist Vended? V-E-N-D-E-D. Woher sind die? Ich lese es nachher. Auf jeden Fall Dudes Schweizer? Ja, jetzt warte schnell. Dudes von Vended sind fucking Paleface Fanboys. Wer ist Vended? Ja, du musst mal... Okay, jetzt machen wir das Experiment. Können wir etwas hören, ohne dass es die Leute hören? Also ich will es nicht hören, weil sie hören unser Mikrofon und wie wir schnaufen. Okay, in dem Fall, ja. Okay, gut, dann machen wir es jetzt mal so. Der Ricky geht jetzt auf Spotify. Nein, du gehst auf Spotify und ich kann ein Bier holen. Willst du auch ein Bier? Okay, ist gut. Nein, ich kann noch. Okay. Also, man macht jetzt so, ich übernehme jetzt da kurz. Ich gehe auf Spotify
Und ich suche jetzt nach Wended, bis der Ricky zurück ist. Und wenn der Ricky zurück ist, lasse ich ihm etwas laufen. Und nachher frage ich den Ricky, von wem dass die Band das Cover gespielt hat. Eine hure geile Tastatur, by the way. Ich bin so ein bisschen Nerd, was Tastaturen angeht. Jawohl. Jetzt, der Ricky kommt wieder rein. Hey, der Podcast ist so all over the place. So, Ricky, leg mal deine Kopfhörer an und schau nicht zu fest auf den Bildschirm. Okay, wenn du auf den Bildschirm schaust, das hebt nicht. Jetzt. Ich habe noch nicht geschaut. Okay, ich lasse mal laufen und du hörst und nachher sagst du mir, mit wem dass die Band ein Cover, also mit wem dass die Band ein Featuring hat. Okay. Also jetzt läuft das Intro läuft. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört. Ich höre es nicht, ist egal. Machst einfach mal einen Live-Kommentar. Okay, hören. Es geht so knock loose. Schaut es irgendwie. Los so auf die Vocals. Hardcore-Gitarre. Los auf die Vocals. Was? Das ist die M-Budget-Version von wem? Okay. Haben Sie Featuring Zelly gemacht? Nein. Denk mehr Oldschool. Denk mehr Bands, die dich in Metal reingebracht haben. Corey Taylor? Was? Ja. Guter Guess. Spur mache ich weiterführen zu den Vocals. Okay. Okay, jetzt kommt es dann. Okay, immer noch nicht. Das ist nicht der Song, den ich meine. Mal. Okay. Was? Vocals sind nämlich ein bisschen Malevolence. Okay. Aber denk jetzt wirklich mal mehr Oldschool. Dein Gedanke vorher war nicht so schlecht gewesen. Okay. Wer hörst du da raus? Jetzt das Erste, was du denkst. Von einer alten Band. Das ist jetzt vielleicht ein schlechter Song, warte. Ja, hat so ein bisschen Slipknot-Vibes und so. Ja, es hat böse Slipknot-Vibes. Vielleicht ein bisschen Korn oder so. Ja, aber jetzt warte schnell. Da. Machine Head? Nein. Slipknot ist schon richtig. Hörst du Corey Taylor raus? Ist das ein Corey Taylor? Nein, das ist ein Corey Taylor sein Sohn. Stimmt, sind so nicht in der Band. Ja, und ich schwör's dir, wenn ihr es mal hören wendet. Nicht schlecht. Es tönt wie, wenn der Corey Taylor jünger wäre. Ja, voll, stimmt. Und anscheinend hat mir den Janik erzählt, am Full Force, eine Band namens Wendet bei ihnen Backstage gestanden beim Gig bei Paleface. Und sagen hure Fans von Paleface. Yeah. Weißt du, was das heisst? Ja. Wenn Wendet Fans sind von Paleface. Gibt es ein Corey Taylor Featuring? Weißt du, was das heisst? Dass der Corey Taylor weiß, wer Paleface ist. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist so etwas, was man denkt dann. Ja, das ist auch etwas, wo wir, glaube eine ganze Episode brauchen, um wieder Rise of Paleface machen. The Rise of Paleface. Jesus Christ, Alter. Ja, aber das können wir nicht alleine, wenn wir den Janik haben. Ja, dann müssen wir den Janik haben. So Backstage-Infos haben. Ja, nein, wirklich geil. Aber eben, es ist sick. Du hörst den Corey Taylor raus. Ja, der sich tönt wie der Corey Taylor. Einfach jünger. Ja, wirklich. Das ist insane. Krass, Alter. Ja, das ist echt heftig. Aber was? Look, Paleface kommt sogar bei ein bisschen Related Artists. Ja. Paleface kommt überall. Geil. Ich bin, glaube letztes Mal jedes Mal, wenn ich im Burger King stehe, ist der Swiss Selection. Und das Einzige, was ich immer denken kann, ist, weil Paleface hat doch The Final Selection oder so, oder irgendetwas, The Final Chapter, irgendetwas mit Selection ist doch von Paleface. Countdown. Nein, aber Paleface hat doch irgendwo etwas mit Selection in einem Intro oder so einem Scheiß. Selection. Ja, irgendein Intro haben sie doch, wo der Zelli so am Durchgehen ist. Okay. Jesus Christ, Alter. Also das Intro vom neuen Album von Chapter 3. Hast du das mal gehört? Ich glaube. Alter, das ist so crazy. Also ich habe den ganzen Mal gehört. Aber das Intro, hast du mal das Sie Intro machen sehr viel so filmmäßige Soundscapes. Ja, ich weiß nicht, ich erzähle es dann nachher nicht schnell, das wegen dem Intro. Ja. Es ist crazy. Das ist insane. Ja, der Paleface ist wirklich geil. Es ist wirklich... Vor allem, was auch ist... Sorry, der Zelli ist... Maschine. Perfekter Frontmann. Ja, das ist... Besseres gibt es nicht. Sorry, wenn du einen Frontmann, wenn du ein Vorbild nehmen für einen Frontmann von einer Band, nimm den Zelli. Du, Zelli ist... Nichts Besseres. Zelli ist bester Rapper 2021.
Ja, schon. Hätte ich ein Album gedroppt, wäre ich bester Rapper 20 Jahre. Er rappt mit Shouts und das ist crazy. Ich kann nicht wissen, was für ein Cardio er hat. Es ist der Shit, Alter. Die haben ja das Machine Gun Zelly-Shirt. Das ist so geil. Wo kann ich einen kaufen? Ich habe unbedingt eins wählen. Und dann hat der Janik so gesagt, sie verkaufen es nicht allein. Sie verkaufen es nur auf der Tour, weil sie Angst haben vor Copyright Strikes. Und ich habe so nicht gecheckt, wieso. Und dann habe ich einem Kollegen gesagt, er soll mir eins mitnehmen, weil er am Grenichen war. Aha. Und dann habe ich gesehen, wieso. Sie haben einfach ein Foto von Machine Gun Kelly genommen. So die Augen mit einem X ausgekreuzt. Nein. Und unten dran Machine Gun Kelly, das Kelly durchgestrichen und mit roter Farbe Zelly drüber geschrieben. Also es ist einfach ein Machine Gun Kelly Shirt. Jetzt brauche ich eins. Und das Ding ist, der Umi hat ja für das Machine Gun Kelly Konzert Tickets verteilt, weil es nicht so gut gelaufen ist. Und ich wäre hure gerne gegangen, aber wir sind am Songwriting und ich kann nicht können, weil ich wäre mit dem Machine Gun Kelly Shirt als Machine Gun Kelly Konzert. Hast du das T-Shirt? Ich kann das Shirt, ja, es ist so geil. Ich brauche es auch, Mann. Unbedingt. Scheiße. Es ist so geil. Es ist absolut geil. Aber ja, Segment haben wir besprechen. Einerseits, ich finde es gut, wenn wir zum lokalen Konzert bewerben. Bewerben oder werben? Wie sagst du das überhaupt? Zum Aufmerksam machen auf lokale Konzerte, würde ich jetzt sagen. Okay, das andere tönt so nach Business. Nach Business. Und wenn wir etwas nicht sind, ist es Business. Wir sind kein Business. Obwohl wir beide im Business arbeiten. Wir sind kein Business, sagt der gerade Wirtschaftsinformatik studiert und der andere, der einen Abschluss als technischer Kaufmann hat. Genau, jawohl, wir sind Turbo-Kapitalisten. In der Freizeit gibt es kein Business. In der Freizeit gibt es kein Business. Nur Metal. In meinem Job gibt es auch kein Business. Ich bin komplett überqualifiziert. Egal. Ich bin komplett unterqualifiziert. Ja, ist doch beides irgendwie geil. Eben, ist geil. Ist against the rules, Bruder. Aber ja. Nein, ein Segment. Wir haben also einerseits lokale Konzerte aufmerksam machen, wenn wir machen. Das wir machen. Ja. Releases von Bands, die wir gerne haben. Einerseits auf lokaler Ebene sowie auch auf eine größere Stage in dem Sinne. Also wir können auch schnurren, hey, Lorna Shore hat einen neuen Song rausgebracht und Bero hat es nicht gerne, aber ich finde es schon. Ja, ich finde Lorna Shore geil als Band. Ja. Einfach, es kickt mich nicht. Mhm. Ist so wie Heroin. Muss schon cool sein, aber mies ist es nicht. Ja, ich find einfach krass, wie sie auf der TikTok-Welt irgendwie... Ja, sie sind super, all das. Ich bin einfach dort am Konzert gestanden und einfach gedacht so... Ich habe die noch nicht live gesehen. Es nimmt mich nicht mit. Müsste mal gucken. Aber eine andere Band, die im... Ich würde die mal die Generation Lockdown nennen, ist Spiritbox gewesen. Die sind auch hart. Hart, Bro. Hart. Spiritbox. Mhm. Du meinst Nightwish für Millennials? Yes. Schon Bits. Was heißt Bits? Das ist genau das Gleiche, aber für modern. Sorry, Mann. Spirit, das Nightwish mit Breakdowns. Das klingt jetzt auch wieder mehr Hate, als es ist. Aber Spiritbox ist effektiv 1:1 Nightwish 30 Jahre später. Mit Breakdowns, ja. Ja, aber es ist wirklich das Gleiche. Nightwish, es ist Lorna Shore, meiner Meinung nach. Ich habe nämlich gesagt, es gibt Nightwish. Aha. Nightwish ist Nightwish für Nightwish-Fans. Ja, wirklich, ja, okay. Nightwish ist Nightwish. Really? Ja, Nightwish ist Nightwish. Nightwish ist Nightwish für Nightwish-Fans. Dann hast du Spiritbox. Ja. Das ist Nightwish für Millennials. Nightwish für die Kinder, die gerne Nightwish gehört haben. Nightwish für die Kinder von den Älteren, die Nightwish gehört haben. Nein, eben nicht, weil die hassen ja Metal. Stimmt, ja. Für die gross wenn deine Eltern ja Metal gehört haben, hörst du ja selber kein Metal. Sind die Enkel. Enkel. Egal. Enkel von Nightwish-Fans. Spiritbox ist Nightwish für Millennials und Lorna Shore ist Nightwish für Zoomer. Ja, schon ein bisschen. Ja, weil es ist für... Ich verliere mich. Wie viele Generationen gibt es jetzt? Keine Ahnung, ist egal. Auf jeden Fall, es ist nämlich immer das Gleiche. Es ist Metal, wo für die Zeit, wo es gemacht wird, ein bisschen zu hart ist, mit extravagantem Gesang. Gibt es keine Generation zwischen Boomers und Millennials? Nein. Nicht? Nein. Wirklich? Nein. Shit, wir sind fast Boomers, Alter. Bro, wir sind knapp Millennials. Knapp? Ja. Wir sind fast Boomers praktisch. Millennials sind von 1995 umeinander. Also 95 ist der letzte Millennials. 92 bis 98 oder so. Nein, Millennials sind die um den 2000er herum so ihre Prägungszeit hatten. Okay. Was wir ja haben, weil so um 2000 herum sind wir so
knapp 10 gewesen. Alter, nichts Besseres als Green Day und Green Day, Blink-182, Green Day Simple Plan, Sum 41. Voll Green Day hören und RuneScape spielen. Alter, Green Day hören und Skateboarden. Es war einfach eine gute Zeit gewesen, nicht so wie jetzt. Oh, du hast noch gesagt, dass du ein Skater-Videogame oder so gespielt hast, wo coole Soundtracks hatte. Alter, Skate 3, beste Game ever. Tony Hawk's Pro Skater. Und ich habe Dings in einem WWE-Videospiel habe ich 3 Days Grace kennengelernt. Boah, ich bin letztens am 3 Days Grace Konzert gewesen. Ja, sie haben eben der neue Sänger, der ist seit 10 Jahren schon dabei oder so. Egal, es war gut gewesen. 3 Days Grace, sie sind viel zu alt für die Frisuren. Ja, schon. Viel zu alt für die Outfits. Viel zu alt für die Musik, was sie machen. Es ist Motley Crue. Aber es war geil gewesen. Es ist Motley Crue einfach neuer. Er hat so rumgeschrien, so, wer will das T-Shirt? Und ich habe es auf die Kollegin gezeigt. Und die arbeitet bei dieser Agentur, die das Konzert organisiert hat. Und hat aber ein T-Shirt genommen auf Gesicht. Nein, hat sich vorher so darüber aufgeregt, dass sie einfach gesagt sie haben jetzt so viel essen wollen und dann noch Pizza wollen dazu oder irgendwas. Keine Ahnung. Und ich so, sie will das Shirt. Und er so schaut so einfach wie so ein Hollywood-Star halt die Gegend raus schaut so, und ich so, sie will das Shirt. Sie sagt, ich will kein Shirt. Sie ist gut. Sie will das Shirt. Und er rührt das Ding, klatscht einer vor mir einfach an den Grin. bei ihr prallt es ab und einfach so mir in die Hand. Und ich so, aber hat er kein T-Shirt genommen? Nein, er hat es von Hand gerührt. Oh fuck, wäre ich in so einer Band, ich würde einfach so die T-Shirts nehmen und so, wer will das Shirt? Und dann so mit der Hand zeigen und dann einfach einem, der nicht vorbereitet ist, das Teil in den Grind rühren. Oh, das wäre so lustig. Aber ja, 3 Days Grace ist auch so eine coole Band. Boah, ja, also ohne Scheiß, ich habe keinen Song gekannt, bin dort hier und habe jeden Song gekannt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Lieder kenne. Und dann plötzlich aber so spielen sie und ich so, hey, der kann ich, Wie heißt denn der Song? Monster I Become? Oh, Alter, sorry. Monster I Have Become ist Eis zu Eis. Animal I Have Become. Animal I Have Become und Monster von Skillet ist der gleiche Song. Okay, ja, das macht Sinn, ja. Es ist so, jedes Mal, wenn ich das Monster von Skillet lese oder umgekehrt, höre ich den Refrain vom anderen Lied. Musst du mal hören. Es ist so lustig. 3 Days Grace hätte ich eine Metalcore-Band sein. 3 Days Grace ist gut. Ja. Und Skillet auch. Alter. Ja, Skillet Holy auch. Shit. Skillet die auch. haben am Greenfield gespielt. Ja. Fuck me, sind die gut gewesen. Es ist nur eine Frage, wo mehr Breakdowns reinfährt, um ein bisschen mehr schreien. Schon sind sie Metalcore. Ja, aber musst mehr Breakdowns reinfährt, zum Beispiel weil willst du eine Metalcore-Band sein? Ja, voll. Ich meine, die einzige Metalcore-Band, die ich würde wählen, sind Bring Me The Horizon, Architects und Whiteout. Oh. Okay, nein, Dying Wish ist auch noch geil, aber das ist ein bisschen mehr HC. Kann ich nicht. Aber ja, wir hören auch jetzt mittlerweile, also ich bin die ganze Zeit Malevolence am hören. Oh, Malevolence ist so gut. Der letzte Album ist so hart, Alter. Vor allem, ich habe Brian ein Lied geschickt, das ruhige Lied. Higher Place? Higher Place, ja. Boah, ist das krass. Und er hat mir so geschrieben, der Song ist heftig. Sein Take war, Dude, ich hab das gelesen und so gedacht, was schickst du mir da für einen Scheiß? Und dann so, boah, das ist ja hure heftig. Ich habe das Album gelesen und ich so, what the fuck. Und wir sind am alles, gewesen, es sind alles gute Songs auf dem Album. Es hat keinen Film. Und dann kommt einfach Higher Place, wo einfach nochmal besser ist als alle anderen. Und es ist kein harter Song. Der ist All Killers, No Fillers. Es ist kein harter Song, aber er ist so hart. Der ist hart, weil der ist einfach so emotionally heavy. Der trifft dich hart, weißt du? So, das ist so das, was ich mittlerweile immer sage. So, Musik ist, je älter das ich werde, umso mehr höre ich Musik, wo einfach so... Ich verstehe Death Metal viel mehr. Also, du bist mit mir zusammen im Studio gewesen. Ja. Was ist das, was ich immer beim Gesang sage? Du kannst nicht singen, Silvan. Mehr Emotion. Mehr Emotion. Mehr Emotion. Das ist ein wirklich sein Ding. Das ist Sache. Higher Ground. Du spürst den fucking ja. Grit in der Stimme. Der fucking Pain, Alter. Das ist so... Oh! Also ohne so Scheiß. Wenn ihr euch mal selber kennenlernen geht mit dem Ricky ins Studio. Ah, man. Jetzt mit der Ausbildung ist unmöglich recorden. Ja, das haben Dings. Wie heisst es jetzt? People Die at the Fair. Hat gesagt, sie haben bei dir aufnehmen. Du hast nicht gesagt, du hättest gerade keine Kapazitäten. Und jetzt kommen sie wahrscheinlich zu uns in den Bandraum gehen, die Instrumentals aufnehmen und dann schicken sie es an einen Mischer irgendwo zum machen. People Die at the Fair? Ja.
Ah, sind die mal geschrieben haben? Ah! Ja, die haben mit uns ja mal im Bus gespielt. In der Kantine, sorry. Ah! Ich weiß nicht. Ah, nein. Eben, er hat mir geschrieben und gesagt, er hat meine Nummer vom Edi von Imperio bekommen. Ah, dann sind das nicht die gewesen. Aber ich habe nicht gewusst, wer das ist. Dann sind es nicht die gewesen, nein. Nein, das sind nicht die gewesen. Okay. Weil der hat garantiert die Nummer von mir gehabt. Nein, wenn ich die Nummer gegeben habe. Ah, okay. Ah ja, egal. Egal. Ich denke, es gibt einen, der in der Schweiz recordet, wo ich würde vertrauen, und das ist der Papa Ricky. Leider hat der Tag nur so viele Stunden. Leider hat der Tag nur so viele Und Stunden. jetzt haben wir noch einen Podcast, den wir machen. Wir haben nichts gehabt und sind fast 2 Stunden schon am Schnurren. Voll, das ist super. Da kann man so viel Material rausholen. Und nachher lernen für nächstes Mal. Und jetzt mehr Segment. Was haben wir? Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt etwa 4 Mal schon gesagt, dass wir ein Konzert coveren. Voll. Konzert. News. Wir wollen über neue Releases reden von Bands. Yes. Wir wollen deinen Anus für den Janus. Oh, den haben wir nicht erzählt. Den haben wir draussen erzählt, besprochen, bevor... also, es ist so. Die Idee, mein Pitch, ist so gewesen. Oder niemand, der den Podcast hört, weiss, wer der Janus ist. Oh, glaub mir. Die kennen ihn. Nein. Falls ihr nicht kennt, geht Janus Christus hören in Spotify das und ist YouTube. Der einzige Schweizer Musiker, den wir kennen. Der Janus Christus ist, er macht so Rap, Comedy-Rap, aber der Junge ist Metal to the Bone, Alter. Und ich glaube, er ist der einzige Rapper, der Metalheads gerne hören. Und ich glaube, von was ich von Verblasset Bass höre, viele Leute hören gerne den Janus Christus. Junge, Janus Christus ist der Shit. Ich habe ihn live gesehen. Er ist Prime. Ja, ich muss ihn mal live sehen. Er muss einfach ein bisschen weiter weg von St. Gallen spielen. Er hat letztens in Dings gespielt, in Wetzikon. Hat er? Ja, bin ich schauen, es sind 3 Leute gewesen. Ah, habe ich leider verpasst. Aber ja. Aber er hat abgerissen. 3 Leute gewesen und der Junge und seine Janus Christus und die ersten Steine haben abgerissen. Er hat jetzt eine Band, Alter. Ein Schlagzeuger und ein... Stimmt, der hat mit Schlagzeuger... Ein Schlagzeuger und einen Backup-Sänger hat er. Ja, weil ich kann... Der Bendy. Oh ja, stimmt. Ja, der Bendy. Der Chris the Brown. Den habe ich jetzt vor kurzem auf Instagram gehabt. Das ist ein geiler Sieg. Ja, der Dings... Er hat das Gefühl gehabt, ich sei hure jung. Und dann habe ich gesagt, wie alt ich bin. Und dann hat er eine Lebenskrise gehabt, Alter. Ich habe das Gefühl gehabt, ich sage zu alt zum jung sterben. Und er so, hä, was? Und ich so, ja, jung sterben kannst du nur bis 27. Und er schaut mich an so, the fuck? Nein, weil Dings, der Janus Christus mir auch vor ein paar Monaten gefragt, ob ich ihm die Stems kann schicken vom ersten Album, weil sie jetzt mit der Drummer spielen. Ja. Zum Glück habe ich die noch gehabt, weil ich den Janus Christus vor 4 oder 5 Jahren aufgenommen habe. Fun Fact, ich kenne Janus Christus nur wegen Ricky. Haha! Weil wir sind mal die Band Eversis, ist zum Rickys Studio. Zum Glück sprechen wir bei ihm aufnehmen. Dann hat der Ricky einen Geniestreich gespielt. Weil der Ricky hat einen Kasten Bier in die Mitte gestellt. Er hat mit uns den Kasten Bier gesoffen und Janus Christus laufen lassen. Und dann behauptet er hätte das produziert. Und dann haben wir so das Gefühl, also... Kennst du wie heisst es jetzt? Shit. Wer? Die Margarete. Nein. Sie hatte rotes Haar und gelbe Zähne. Sie roch nach Basar und nach Hyäne. Nein, ich traf sie in einer Bar in Leverkusen. Da war mir klar, ich will die Milch aus ihrem Busen. Sie hieß Margarete und sie war 44 und ich war 13,5. Sie hieß Margarete und ich war zart wie ein Kalb. Ja, das ist das Ding. Ach fuck, wie heißt der jetzt? Rammstein. Nein, das ist etwas in die Richtung. Auf jeden Fall ist einfach so. Ich weiß nicht, wie ich auf das gekommen bin. Was ist? Es ist einfach, gib mir mal einmal bitte. Pff. Trommel bitte. Gib mir mal einmal bitte. Pff. Nochmal bitte. Pff. Das ist er. Und genau darum bin ich auf das gekommen. Weil, als wir das gemacht haben, habe ich gedacht, beim Ricky, das ist er. Shit. Ja, das ist jetzt auch wieder weit hergeholt wie das Kind von der Madonna und dem Brad Pitt. Nein, die Kinder von Brangelina sind auch so weit hergeholt. Ja. Du hast einen Stems von Janus Christus. Ja, voll. Die haben ihn geschickt und dann habe ich gewusst, mit Schlagzeug gespielt. Finde ich eine coole Idee. Habe ich noch nicht live gesehen, aber da ich finde es einfach geil, dass sie die ersten Steine heißen. Das ist so lustig. Janus Christus und die ersten Steine. Du, das erste Mal, als ich die Lyrics vom Janus Christus gesehen habe, ist so, weißt du, ich meine, Junge, ich rede Schweizerdeutsch seit 5 Jahren, aber holy fuck ist das lustig. Ja, das Ding ist vor allem, es wäre voll nicht so lustig, würden wir aus dem Thurgau kommen.
Er ist einfach zu viel. Zu viel. Sorry, falls ich jemals wieder Tinder mache, ist eine Janus Christus Line meine Tinder-Bio. Die geht so. Hey, siehst du nur gut aus oder kannst du bitte auch Anker saufen? Nein, meine Lieblingsline ist mein Penis ist so groß, es ist eine eigene Seilbahn. Und was ist am Brian seine Lieblingsline? Etwas mit Käse. Ich wollte es gar nicht wissen. Fuck. Die Vierkäse-Pizza. Ja, ich glaube, es ist eine Vierkäse-Pizza. Shit, Alter. Ist das der Defender ist? Maybe. Hat er nicht auch einen Live-Crusher disst? Ja. Die ist jetzt alle. Die ist alle, Alter. Live-Crusher. Shit, man. Nein, Janus ist zu viel. Eben, und die Idee, also das wäre mal so wir haben nicht einmal die Janus. Er weiß es gar nicht. Er weiß gar nicht. Wir können ihm schnell schreiben. Wir können ihm schreiben. Ich mache das jetzt. Ich mache jetzt eine Sprachnachricht an Janus Christus. Mach jetzt Sprachnachricht, tu uns aufnehmen. Live. Wir machen das live. Und ihn fragen, ob er gerne mit uns öffnet ihn Anus mit dem Janus machen. Ja, aber nicht, ich würde einfach wirklich nur dein Anus für den Janus. Das ist eine gute Idee. Dein Anus für den Janus. Okay, ist gut. Ich mache einfach, wo wir, der Janus Christus, also Leute können ihn auch einfach Fragen schicken. Das ist schon 20 vor 10 hier. Okay, ja, also, oder machen wir es so. Leute, ihr könnt gerne, wir haben noch eine E-Mail-Adresse, aber das heisst wahrscheinlich metal.servala@outlook.com. Tue ich nachher gerade erstellen. Wenn es nicht gibt, dann will ich es da editieren und dann kriegt ihr die richtige E-Mail-Adresse. Und ihr könnt gerne Fragen für uns schicken, gerne Fragen für Janus Christus mit dein Anus mit dem Janus. Wir können nicht garantieren, dass der Janus Christus die Frage selber wird beantworten. Aber falls es passiert, cool. Und ja, also, mach mal eine Sprache. Ich frage ihn jetzt schnell. Hey Gringo! Also, ich hatte gar nicht gesagt, wieso dass ich zum Ricky gehe. Zwar hat Papa Ricky das Gefühl gehabt, wir müssen einen Podcast machen zusammen, wo wir so ein bisschen Metal und sonstige Sachen besprechen. Und er hat die Idee gehabt, dass wir Zuschauerfragen beantworten können. Und er hat das Gefühl gehabt, wir müssen eine Rubrik haben, die heisst «Dein Anus für den Janus», wo einfach so pro Folge oder in jeder zweiten Folge quasi Fragen, die an Janus Christus gestellt werden, vom Janus Christus höchstpersönlich beantwortet werden, weil das einfach irgendwie noch so ein bisschen Spice gibt dazu. Und ja, wir sind jetzt in seinem Studio. Er hat mich genötigt dazu, dass ich da hinter das Mikrofon hocke. Wie lange sitzen wir jetzt dran? Ja, wir haben gesagt, wir machen kurz und überlegen uns etwas. Wir sind nicht 1 Stunde und 50 Minuten am Aufnehmen. Und ja, let us know what you think. Wir sehen uns gleich hoffentlich. Komm gut heim, mach's gut, tschüssi. Ja. Geil. Das ist lustig. Ja, fix. Also ja, jetzt haben wir 3 Segmente, oder? Wir haben lokale Shows. Nicht Shows. Musik und Alben und Singles von Bands werben oder aufmerksam machen, die wir gerne haben und gerne hören. Insbesondere von der lokalen Szene. Yep. Ich kann schon jetzt sagen, auch wenn die Show rausgekommen ist, auch wenn wenn wir die Folge raushauen, weil das ist der Pilot. Das wird vielleicht auch nur ein Bonustrack, wer weiß. Voll. Ich würde sagen, Bonustrack ist gut. Artifiction hat ein neues Album released. Wir haben mit White auch den neuen Single released. Body fickt, Junge. Heißt Misery. Und das ist der erste Song, den der Tim singt. Habe ich dir geschrieben, dass ich sie geil finde? Maybe. Oder habe ich nur dem Tim geschrieben? Könnte sein. Aber der Tim ist schon am Singen. Und Junge, ich bin den Song am Lernen und fuck my life, Alter. Alles Downpicking. Oh no. Und auch wenn es nicht Downpicking wäre, holy shit, Alter. Ich kann jetzt aktuell nur auf 90% Geschwindigkeit spielen. Schlimm. Und, das heisst, ich könnte ihn gar nicht spielen. Voll. Und der Tim singt noch dazu. Ricky am Dreibretschen. Easy. Nein, aber... Dissen wir mal den anderen am Mikrofon. Das tun wir da dissen, Alter. Ja, ich bin da gespannt, wenn der Thrash-Metal-Dings läuft. Dann können wir sehen, wie schnell der Bella ist. Das ist ein Secret-Projekt, wo niemand noch kennt. Also, pst. Und wann habt ihr den letzten Song released mit den Verses?
Ja, ich glaube vor etwa 2 Monaten. Eben, ist eigentlich Nein, das ist noch nicht 2 Monate her. Ich gehe checken. Haben Sie schon geschafft über 1000 Streams? Sind ihr nicht? Ich weiß es nicht auswendig, ich habe nicht geschaut. Also, gehen ihr. Fuck. Vor einem Monat haben wir ihn rausgerührt. Gehen ihr Hate and Crime hören? Der Song, wo der Bella leider von Zuckerberg verbannt wurde, zum Ads machen, weil der Song Hate and Crime heisst. Ja, der Wichser. Der Bella hat versucht, Ads aufzuschalten in Facebook und er ist verbannt worden. Ich bin einfach jedes Mal gebannt worden. Ja, es ist, Das ist tragisch. traurig. Ich habe nichts gemacht, was irgendwie verboten ist, aber der Zucki hat das Gefühl. Voll. Das geht gar nicht. Ja. Und ich habe einen Demigod-Song, Demigod Unleashed. Also, ich habe ein eigenes Projekt neben Whiteout, Melodic Death Metal. Heißt Demigod Unleashed. Ich habe The Tide Release, ist ein neuer Song vor einem Monat. Und der ist auch raus. Also, da ein bisschen Self-Promotion. Self-Promotion. Findest du nicht, also ich sehe aus wie der Tim. Wer ist der? Deine Cousine. Sorry, das ist der Tim. Also Tim, wir haben den Zwilling gefunden. By the way, es ist eine Frau. By the way, es ist eine Frau. Du bist aber hübscher. Boah, du bist ein hübscher, krachiger Bub. Ja, was hat es sonst noch für coole Releases, außer unsere eigenen Scheiß-Bands? Paleface. Wann haben sie den letzten Song released? Das ist schon ein Zeitchen her. Eben, die haben auch was. Sie haben ja so einen Featuring-Song released mit Fox Lake. Keine Ahnung, wer ist das? Keine Ahnung, wer Fox Lake ist. Keine Ahnung, wann das Es ist kein Paleface-Song, es ist ein Fox Lake-Song. Nein, Fox Lake-Song mit Paleface. Sonst, ja, Artifiction habe ich gesehen. Schweizer Bands? Ja, Schweizer Bands. Spitz ruhig ist sie, oder? Whiteout. Haben wir schon gehabt. Gut, Dings, der Luke hat Luke Tusky. Dings, Atlas Frame. Ja, ich weiß wer. Ich kann sie. Her Name Ich Was kann Claire. Diana. Von Her Name Was Claire. Ja. Voll, eben, der Her Name Was Claire. Ja, das ist auch noch spannend. Spannendes Projekt, das wir machen ist. Diana. Das war echt lustig mit ihr letztes Mal. Ja. Ja. Ja, der ist der Band aus dem Nichts irgendwie angefangen. So, okay, cool. Ja, voll. Ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist. Ja, plötzlich da gewesen. Plötzlich, ja. Aber ich kenne sie mega gut. Also nicht mega gut, aber ich kenne sie. Halbe mega gut. Halbe mega gut. Was haben wir sonst? Ich bin schon betrunken mit ihr lange. Was haben wir sonst für coole Releases jetzt? Ich muss ja, coole Releases. Alter, weißt du, was morgen rauskommt? Was? Also ich bin hyped as fuck was für das. Man? All Faces Down. Was ist das? All Faces Down ist so eine österreichische, keine Ahnung, Post-Hardcore Metalcore Band. Okay. So 2010 so. Das ist so in them good old days so Musik gemacht hat. Und die haben dann aufgehört und sie sind zurück. Und ihre neue Single, die sie rausgebracht haben, ist so fucking gut gewesen. Und morgen kommt die nächste Single raus. Und ich bin hyped as fuck. Und Gallichon hat eine neue Single rausgebracht gestern. Geil. Ich bin hyped. Gallichon, fucking sicke Band. Wenn du gute Metalcore hören, los Gallichon. Weißt du, was ich denke, wenn ich an österreichisches Metalcore denke? Sag jetzt bitte. The Sorrow. Boah! Junge. Alter, ich han mein Dings geschrieben für Rock News. Dann ist gestanden, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, dass While She Sleeps mit Brainwashed wahrscheinlich das beste Metalcore-Album je rausgehauen hat. Und das war okay gewesen, bis As I Lay Dying das neueste Metalcore, das beste Metalcore-Album je rausgehauen hat mit My Own Grave, also das Album, wo das drauf ist. Und dann bin ich da gekocht und habe überlegt, aber das ist beides komplett falsche Aussage, weil der beste Metalcore, den es je gegeben hat, ist einfach The Sorrow. Ja, voll. Kannst du mir sagen, was willst du? Wie wird der letzte Album geheißen, was sie released haben? Fuck, ich habe keine Ahnung, aber Burial Bridge und... Das ist Ding, was ist das? Wie heißt das? Das ist Burial Bridge. Crossing Jordan. Crossing Jordan ist vorher gewesen. Ja, aber Crossing Jordan, der Song, Alter, der hatte keine Dislikes auf YouTube. Für mich, Burial Bridge ist der Album. Der Album ist einfach... Vor allem Burial Bridge. Sie haben das Video, was Burial Bridge am American Festival in...
Ist das Deutschland. nicht Dort, was nur in Deutschland war. Ja, doch, das ist Burial Bridge. Ja, der Burial Bridge ist so krass. Vor allem auf dieser Aufnahme, dieser Live-Aufnahme, das tönt bis in den Refrain rein wie eine CD. Das ist, Boah, der Sorrow sollte wieder zurückkommen. das ist auch so in die Zeit von Breaking of Sanity. Ja, aber eben dort war auch All Faces Down. Auch. Mhm. Österreich. The good old fucking days. Ja, sonst von Österreich kann ich noch Kill the Lycan. Ist eine Band von einem YouTuber, der einfach so Deathcore-Covers gemacht hat. Kann ich nicht. Das ist noch cool. Sonst Österreich kann ich sonst nicht so. Ja, Österreich kann man halt einfach sagen, so ein Künstler, der nicht an eine Kunstakademie gekommen ist. Wer? wer war das? Gewesen? Der in der ETH so ein Ding gemacht hat? Nein. Der sonst ein bisschen Impact hat auf die Welt. Moneyboy? Nein. Ja, Moneyboy hat auch einen Impact gehabt, aber auch nicht so gross. Ja, ist auch Österreicher. Die zwei grossen Österreicher, wenn man an Österreich denkt. Der Moneyboy und der mit dem Schnauz. Also ich weiß nicht, woher Moneyboy kommt. Aus Österreich? Ich? Ja. Habe ich es getroffen? Du, der hat ein Ding. Das ist, Moneyboy ist, glaube ich, ein Bachelor- oder eine Masterarbeit. Fuck, ich kann komplett gerade den Fall. Nein, dude, Moneyboy ist ein Bachelor- oder eine Masterarbeit. Ich weiß nicht, ob es ein Bachelor- oder eine Masterarbeit ist, aber es ist ja so etwas. Beste Arbeit. Ja. Ja, die zwei grossen Österreicher. Moneyboy und der mit dem Schnauz. Voll. Jesus. Und der Arnold Schwarzenegger, die drei. Voll. Ich finde immer noch so lustig, weil... Apropos Arnold Schwarzenegger. Nein, Ja. go ahead. Apropos Schwarzenegger, nein, genau das. Wie lustig es war, als ich Deutsch gelernt habe und seinen Nachnamen endlich mal gecheckt habe. Früher hast du einfach gefunden, ja, Schwarzenegger ist einfach so ein normaler deutscher oder österreichischer Nachname. Irgendetwas. Ja, ist es eigentlich auch. Und nachher lernst... Heißt das effektiv das? Wahrscheinlich... Maybe, I don't fucking know. Oh mein Gott, Ich ja, meine, es muss das heißen. Was sonst? Was heisst es sonst? Ich meine, Ja. ist so wer, wieso? Weiß auch nicht. Aber das ist das ganze Leben einfach ein normaler Nachname gewesen. Es war im Fall bis jetzt ein normaler Nachname gewesen, Ricky. Und jetzt merkst du, okay, was heisst es überhaupt? Der Dude hat die N-Word in seinem Nachnamen. So wie weit wolltest du es sagen? Nein, er hat 2G. Ist das nicht das Gleiche? Mhm. Nicht? Mhm. Okay. Das hat wahrscheinlich etwas mit Ecken. Okay, so weit habe ich seinen Nachnamen nicht studiert. Ich glaube, es hat wahrscheinlich etwas mit zu tun, dass irgendwo in Deutschland gibt es ja den Schwarzwald. Ich nehme Schwarze Ecke? Ja, das ist irgendwas mit einer schwarzen Ecke zu tun. Ah, wirklich? Ah, dann habe ich es falsch verstanden. Ja. Ja. Let's go. Apropos Arnold Schwarzenegger. Ja. Kennst du Austrian Death Machine? Oh, Junge! Das ist auch einer von den Gründen, wieso ich so fucking blöd... Wieso hätte Tim Lambiss den Scheiß machen, Mann? Why? Ja, weißt du wieso? Schau jetzt, der Double Standard von meinem Kollegen. Okay. Oder? Ein Kollege, der hasst den Machine Gun Kelly, weil er Beef mit dem Corey Taylor angefangen hat. Ja. Aber, als ich ihm Lost Prophets gezeigt habe, hat er gesagt, wir müssen Kunst vom Künstler trennen. Ist also, Bro, ein Dude, der mit dem Corey Taylor Beef anfängt und ein Kinderschänder. Ja. So Double Standards. So, er hat mir gesagt, der Machine Gun Kelly ist einfach ein Arschloch. Und beim anderen ist es so, man muss die Musik vom Künstler trennen. So, brah. Das von der Lost Prophet ist so sick. Es ist fucking twisted. Wir gehen jetzt nicht auf den Sieg. Nein. Holy fuck. Eben darum, All Faces Down ist Lost Prophets minus schlechte Gewissen. Weil das ist das Problem. Lost Prophets hat hure gute Musik gemacht. Ich habe die nie gelesen. Alter, die Musik ist so gut. So Last Train Home und so. Fucking Okay. richtig so. Them good old Emo Days. Last Train Home ist auch ein Ding-Song. Armored Saint-Song. Boah, keine Ahnung, das sagen wir gerade nicht. Okay, kennst du den John Bush, der in Anthrax gesungen hat? Also,
Anthrax sagen wir etwas, aber John Bush sagen wir gar nicht. A motherless way home. Ich muss das schicken. Ich mit Anthrax echt nicht anfangen gerade. Ich habe muss... Anthrax als Vorband von Slayer gesehen und das Gefühl gehabt, kommt jetzt endlich Slayer. Ich muss sagen, von Anthrax meine Lieblingsalben sind Storm 442 und dort, wo der Keanu Reeves im Videoclip vorkommt. Ja, ich habe einen... Das war Fueled. Ich hab einen Bekannten, einen Kollegen, den Mike, der kennt meinen Vater sein. Und er hat das Gefühl gehabt, ich weiss, welche Anthrax-Alben du geil findest. Dann hat er mir das Anthrax-Album geschickt, das ich echt geil gefunden habe. Welche? Ja, das, was nicht so komisch Metal klingt gesungen wird. Wahrscheinlich Storm 442. Das kann sein. Oder eine vorher. Fuck! Ich finde einfach die Anthrax-Alben, wo so Iron Maiden-Gesang drauf ist, finde ich nicht geil. Iron Maiden-Gesang finde ich bei Iron Maiden aber geil. Und deshalb, wahrscheinlich hast du den John Bush gehört. Und der ist ja genau, was ich meine. Weil der ist mein Lieblings-Anthrax-Sänger. Jetzt machen wir das Experiment bei mir. Das ist ja gut. Yes! Nur eine. Alter, er hat den Apache 207 in den Velohelm. Hey, sorry. Ed Sheeran. Aha. Wenn wir ihn schon gesehen haben da vorne. Ja. Ed Sheeran. Dude, ist fucking real. Real? Wo? Wie? Alter. Der hat der hat 2 Full Sleeves. Ja, und der Bring Me Song ist heftig. Boah, ja, Mann, der Bring Me... Also, der ist brutal. Der Ed Sheeran ist ein Ficker, Alter. Ed Sheeran und Bring Me ist mein Lieblingssong ever, man. Der Ed Sheeran könnte ohne Scheiß. Ed Sheeran ist der Shit. Dude ist einfach sympathisch, sieht gut aus. Voll. Hat 2 Full Sleeves, der Bro. Jettet Bier hinterher. Sie haben mal gefragt, ob es schwierig sei, aufzuhören, Bier zu trinken, weil er gesagt hat, er hört auf Bier trinken, weil er abnehmen will. Sound of White Noise ist auch der. Und dann haben sie ihn so gefragt, hey, lass ist es schwer? Ja, ist es schwer? Ich kann mal pissen und nachher zeige ich dir den Song mit dem Keanu Reeves. Das ist gut. Also ich erkläre jetzt die Story vom Ed Sheeran in dem Fall. Jetzt kommen wieder alle Metalheads. So, der Poser, er weiß Sachen über Ed Sheeran. So, der Ed Sheeran hat mal irgendwie gesagt, zum Abnehmen hört er auf Bier trinken. Und dann hat ihn irgendjemand gefragt, so, was it hard quitting beer? Und er so, no, not really, just replace it with vodka. Was ich fucking funny finde, weil, ja, ich weiß nicht, ob es etwas bringt. Du trinkst zwar von der Menge her weniger, aber Alkohol ist ja das, was Kalorien hat. Und ob du nachher weniger Kalorien zu dir nimmst, nur weil du jetzt Wodka-Shots saufst, anstatt Bier, weiss ich jetzt nicht so genau. Ja. Ich könnte sonst mal anfangen, ein Zimmer beschreiben, wo ich da drin bin. Da hat's im Rickys im Recording Room daheim. Es hat so, ich nehme an, es sind akustische Dämpfer an der Wand mit Vögeln drauf. Die eine Wand ist dunkelblau angemalt. Er hat einen Renn-Gaming-Stuhl. Es hat hinten dran Dämpfmaterial an der Wand. Was könnte ein Sofa sein, das er aufgehängt hat? Je nachdem. Er hat ein Sofa da rein, 2 Stühle, 2 Gitarren. Eine davon ist ein Chapman, die andere ist ein PRS. Das ist ein Bariton Chapman, glaube ich. Es ist gleich lang wie ein Short-Scale-Bass. Ja, das ist das. Was haben wir sonst noch? Die komische alte Kamera. Und ich kann sagen, was es ist. Sieht aus wie... Ja... So eine alte Filmkamera, aber es ist wahrscheinlich keine, weil es hat 2 Kabel, die in den PC gehen. Ja, wir sind seit 2 Stunden und 6 Minuten am Aufnehmen, für das, was wir eigentlich nicht machen wollten. Ja, ich komme heute nicht mehr heim, probably. Und wir sehen es dann. Machen wir den ganzen Abend durch, hä? Ja, ich muss einfach noch heim, ich bin nicht da. Hey, wir haben eine Nachricht vom Janus bekommen. Oh, da mal abspielen. Und falls wir es nicht abspielen sollten, dann du wirst schneiden. Er hat geschrieben, yo, wie lit ist das bitte? Da wäre ich absolut down. Grüße euch, absolut geile Siechen. Soll ich es noch mit einem Thurgauer Dialekt vorlesen? Ja, passt. Yo, wie lit ist da bitte? Da wäre ich absolut down. Grüße euch, absolut geile Siechen. In dem Fall, es ist offiziell dein Anus mit dem Janus. Ist offiziell dein Anus mit dem Janus. Ja. Nein, dein Anus für den Janus. Dein Anus für den Janus. Schickt mal Sprachnachrichten, schickt mal
E-Mails mit Fragen, die ihr entweder von uns oder vom Janus Christus beantwortet habt. Und das wird auch beantwortet. Okay. Ja, jetzt gib mir mal da N-Tracks. Was muss ich machen? Was willst du von mir genau? Ich wollte dir zeigen, den Song mit dem Keanu Reeves. Yes. Sorry, ist das ein Stormtrooper da gerade in dem Sum 41 Video? Fast. Sieht das wie CC Top? Das ist Safe Home. Ja. Das ist das Official Musikvideo. Ah, stimmt. Sexy. Gringo. Ich glaube, bis jetzt tun sie wie ein Pop-Punk-Song. Ja, der Sänger ist aber der John Bush von Armored Saint. Ja, ich glaube, das ist der, wo mir der Kollege gesagt hat. Weil der Langhaarig mit dem Ständermikrofon geht mir auf den Sack. Das ist aber so geil. Das ist die geilste Stimme ever. Das könnte ja Pantera sein. Mhm. Ja, voll. Jetzt nicht mehr. Hey, sorry, aber das ist ein Radiosong. Ah? Das ist ein Radiosong bis Ja, jetzt. fast. Das war der 90s. Das ist verdammt geil. Das ist ein Sum 41 Song. You have always been my safe home. Das ist so geil. Okay, das ist geil, aber das ist... Ich lieb's. Das ist nicht Anthrax, wenn ich es kenne. Das ist eben der Anthrax, den ich liebe. Ey, das ist ja der Shit, You Mann. have always been my safe home. Das ist Radio-Rock, aber das ist so geil. Und sie haben Bangers, Alter. Bangers. In den letzten 2 Alben. Sound of White Noise und Storm 442. Alright. Bangers, Alter. Davon schickst du mir mal ein paar Anthrax-Songs. Schick dir mal. Nice. Weil, ich meine, Joey Bradon ist cool und so, aber das ist der Anthrax, den ich liebe. Nein, er ist nicht cool. Wenn es der ist mit dem Mikrofonständer, ist er nicht cool. Sorry, das ist... Instrumental ist das Limp Bizkit. Nicht Limp Bizkit, Nickelback. Ja, schon jetzt, ja. Und wenn jetzt einer kommt mit Limp Bizkit Sucks. Es gibt ein paar Limp Bizkit-mäßige Songs, nicht wahr? So, Limp Bizkit sagt vielleicht, aber sie sind trotzdem erfolgreicher wie alle anderen Bands, die es je gegeben hat. Das ist aber ein bisschen langsam, aber ich zeige dir. Also der Song ist... Crazy. Ich kann leider kein Bier mehr. Verdammt, easy, alles gut. You want some wine, boy? Nein, dann komme ich ganz sicher nicht mehr heim, Alter. Look, Fueled, das ist der. Ja. Oder Only. Only ist auch geil. Ja, ich glaube, wir können jetzt nachher mal kurz Schluss schon. machen. Ja, voll. Der letzte. Den kann ich, glaube ich. Nein, den kann ich nicht. Boah, damn. Chevy. Fueled by Anthrax, Alter. Ja. Sorry, das ist nicht Anthrax. Das ist Anthrax, den ich liebe, Mann. Ja, aber das ist ein Sick, Mann. Es ist schon sick. Robert the Mother. Here I go. Feel for my angel. Schau, so gut. Robert the Mother. Here I go. Feel for my angel. Damn, Alter. Aber das ist wie Helmet. Das klingt nach Helmet. Das ist geil. Chorus, Alter. Ja, das ist der Shit. Weißt du, das Lustigste ist, ich glaube, wir haben vorher etwa eine halbe Minute lang nur zugelassen und nichts gesagt und keiner gehört etwas außer mir. I don't care. Ja, aber das klingt Huren nach Helmet. Helmet kann ich mir nicht. Ja, dann musst du mal schauen. Dann zeige ich dir jetzt gerade schnell was. Aber los den Teil. Oh fuck, sorry, Alter. Das ist eigentlich... Nein, aber musst... We are back. Also, was ich mir gesehen. Die haben so geile Breaks, Alter. Hey, das kann man ja hören. Es ist schon gut. Tell me it's suicide. Tell me something. I don't know. Bam. Aber das ist kein Thrash Metal mehr.
Nein, wie ist 90s? Dann haben sie fast Job verloren. Das ist der Shit, Alter. Ja. So, sie haben versucht, mit den 90s-Sound zu mischen und ein bisschen so... Ja, ich höre ein bisschen den Nu-Metal-Vibe rein. Ja, voll. Ich meine, kurz nachdem ist das gekommen. Ja, das... Mhm. Ja, das Scott Ian ist auch ein grosser Rap-Fan im Fall. Ja, Logo, Alter. Der hat ja mit... ja, Anthrax haben sie ja mit... Public Enemy, ja. Ja, I'm the Man gemacht und anderen. Hey, welchen Song habe ich dir gestern geschickt? Oh, der ist geil gewesen, Mann. Der ist geil gewesen. Also. Another Murder oder so hat der geheißen. Ja. Boah, der war richtig hässlich. Der ist richtig hässlich. Also, für euch ist es ein bisschen langweilig, aber wir sind jetzt Musik am hören. Und zwar, jetzt haben wir vorher, was war es? Von Anthrax haben wir Safe Home. Und ja, jetzt, Another Body Murdered, Faith No More und Booyah, das ist er, ich habe ihn gesehen. Also wir haben vorher Anthrax gehört, einerseits Safe Home und einerseits Fueled. Und jetzt hören wir von Faith No More and Booyah Tribe hören wir Another Body Murdered. Das haben wir den Bella geschickt und holy fuck, das ist geil. Weißt du, wo ich den her habe aus dem Kollegen in einer Let's Play Basketball geil. Playlist? Alter. Ist das der John Mayer? Einfach die viereckige Videos. Ja, man, 4:3 Format. Beste Format. Alter. Das ist so hässlich, Mann. Das ist schon ein hässiger Song. Wieso haben Hip-Hop-Acts und Metal-Acts aufgehört, Musik miteinander machen? In den 90ern war es einfach so heftig. Sorry, Alter, das ist einfach nur der Shit. Der Song ist das so ist geil. Peak Music. Hässige Rap. Weißt du, was wir machen? Machen wir ein Cover von dem. Fix. Aber dann musst du die Stimme von dem machen. Ja, das geht schon. Rappen kann ich. Wahrscheinlich besser wie Gitarre spielen. Du bist ein krasser Rapper, Bruder. Ich habe es gesagt. Damn, Alter. Das ist so hässig. Und nachdem habe ich den Bodycount-Song gelesen. Ja. Hey, aber Bodycount ist so eine heftige Band. Hast du die schon mal live gesehen? Nein. Oder der Butch und ich sind das Bodycount-Konzert. Wir haben nichts erwartet. Scheiße. Und dann sind wir da gewesen und ey, Alter, ja, die sind tight bis am Bach runter. Ja. Das hat gefickt wie Sau. Der Ice-T hat eine Stage-Presence bis... Also, unglaublich. Wenn er alleine schon eine Stage-Presence hat, so wie der... Ja, der Dude hat alleine eine Stage-Presence. Da kommt eine Band, die härter ist als Slayer. Ja, wirklich. Look, der Lorna Shore-Dings. 30 Jahre vor Lorna Shore. aber irgendwelche Geräusche machen, ja. Muss dann nachher noch schnell eine Instagram-Konversation zeigen, die ich lustig fand. Was ich liebe von dem Song, ist die Dynamik. Keine Instrumente, nur Rap und nachher, Drums kommen rein. Oh ja, muss er. Ja, da muss ich. Ist einfach das Top. Muss noch schnell was zeigen. Die haben die Breakdown-Dings 30 Jahre vorher schon gemacht. Das ist so. Junge. Eben das. Drums verschwindet, Gitarre und Gesang oder nur Gesang. Junge, so geil. Es ist einfach hässig, Mann. Der Song ist crazy. Ich habe es, wo du mir geschickt hast, 4-mal gelost. No shit. Es ist so hart. Es ist vor allem, wenn du überlegst, rein produktionstechnisch und alles, kommt es von der Härte. Ja. Nicht annähernd an das an, was heutzutage produziert aber trotzdem wird. Spürst du es. Dropout Kings ist 1000-mal härter, aber das fickt wie Sau. Aber du spürst von der Musik auch wenn der Drummix nicht so heftig ist. Oder nein, es ist absolut kein heftiger Drummix. Das Schlagzeug tönt wie bei Green Day. Damals haben sie aber noch nicht gewusst, wie sie Metal Drums mischen. Ja, es ist noch nicht overproduced. Es ist heftig, weil es heftig war. Ich habe mal den Dingsspruch gehört, so, wenn dein Riff im Standard-Tuning nicht heftig tönt, ist es nicht heftig. Das hat wahrscheinlich Silosis gesagt, weil die spielt immer noch Standard-Tune. Nein, das war der Dings, der Dude von Slipknot, glaube ich. Wie heißt der? Grey? Nein. Nein, der mit der Brille. Mit der Brille? Der Seven. Aha. Der Fett, der Kasten. Nicht der Jim Root, der andere. Hey, wie heißt der Mick? Der Mick Thompson. Mick Thompson heißt er. Mick Thompson, okay. Ja, der Mick Thompson hat gesagt, dass siebenseitige Gitarristen für Idioten sagen. Und
wenn dein Riff im Standard-Tuning nicht heavy tönt, ist es nicht heavy. Ja. Und er hat recht. Weil hast du schon mal jedes Slayer-Riff, das kannst du einen Ton höher stimmen. Und es tönt hart. Ja, und da kommt jetzt fucking Linkin Park rein. Ja, darum habe ich es dir doch geschickt. Ich habe es dir doch geschickt, weil das Keyboard in the end von Linkin Park ist. Ja, voll. Sorry. Das war es. Genau, darum habe ich es dir geschickt. Darum habe ich dir das geschickt. Ich habe im Fall ich habe 3-mal gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Ja, aber wenn das Keyboard mal rausgehört, ich habe auf meinen Kopfhörer das Keyboard gut rausgehört. Ja, nein, ich habe gehört. Aber wie hat der Song geheißen? Ist egal, Black Hoodie ist der von, den ich dir gezeigt habe, wie hat der geheißen? Ist egal, alle Bodycount-Songs sind härter als der Beatdown-Dings. Ich weiss, wer das Mensch. Ah ja, schau mal wegen die Verbindung. Ja, 42 eine. Bodycounts in the House ist es. Live by the Gun. Ja, Live by the Gun. Da ist aber mit Lionheart, stimmt. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn wirklich, er ist heavy, aber er ist nicht. Er ist mir ein bisschen zu. Gut, das ist eher ein Lionheart-Song. Es ist ein Lionheart-Song mit Bodycount drin, ja, darum finde ich es egal. Ich finde Bodycount selber nämlich viel sicker. Woher sind Lionheart? Lionheart? Hollywood. Ah, wirklich? Ja. Ja, es sind ja hure Poser. Sehen schon ein bisschen so aus. Vergleich Lionheart mal mit Sick of It All. Ja. Ja, West Coast, ja. Ja, voll. Darum, mich haben mal jemand gefragt, West Coast oder East Coast? Und ich kann die Frage ganz einfach beantworten mit Hardcore. Ja, schon. East Coast Hardcore ist wesentlich mehr real. New York Hardcore halt. New York Hardcore ist Agnostic wesentlich Front. mehr real und true. Da geht es nicht ums Aussehen, sondern nur um die Message. Madball und Agnostic Front sind Ja, einfach Madball, Agnostic Front, Sick of It All, Ja. Straight from the Path. Mhm. Ich weiß nicht, was noch alles von der kommt, aber das Zeug ist einfach wirklich wesentlich Von geiler. New York. Als, ich meine, ich mache immer den Vergleich zwischen Terror und Sick of It All und Madball. Aha, Terror, woher ist Ja, der? Terror kommt von der anderen Seite. West Coast. Curse, ja. Aha. Da geht es auch mehr ums Bling-Bling wie um die Musik. Ja, gut, ja. Ja, Ice-T, ja, sorry. Irgendwie, es gibt Leute, die Bodycount haten, weil der Ice-T drin ist. Und so, also, der Ice-T ist ein Poser, aber Alter, der Ice-T... Er hat das Album rausgebracht, 92 oder so. Alter, sorry, kannst du mir sagen, Bodycount. was willst du? Bodycount Nein, ist... Bodycount ist, glaube ich, der Album ist 94 rausgekommen. Der Bodycount ist keine Poser-Band, Ich mein, absolut nicht. Der hat das Metal-Album rausgebracht, bevor wir geboren sind. Du Der hast- Ice-T ist... Was Poser. Der Ice-T ist mehr fucking Metal, als Ja. die meisten Metalheads ever gewesen sind. Und ich meine, dass du als Rapper ein Metal-Album in den 90 rausgebracht hast, das ist nicht einfach normal. in Nein, dem Sinn. nein. Okay, weißt du, was lustig ist? Ich glaube, der Podcast könnte einfach auch durchstarten, weil wir zwei gottverdammte Musik-Nerds, also nicht Musik-Nerds, aber so Metal-Nerds sind. Ja, aber das ist tipptopp. Das könnten wir auch machen. Wir könnten eigentlich Live-Reaction machen zu einem Lied. Ich habe es auch überlegt, Man könnte sagen, die so, separat in YouTube Der Song geht jetzt auf YouTube und lässt ihn laufen und dann, wenn er ihn jetzt laufen lässt, fucking Ice-T Beatdown. Du könntest einfach so einzählen. Man kann einfach einzählen so. Und Ja. jetzt geht es an. 3, 2, 1, Play. Und dann Nein. können wir live reacten. Ich habe überlegt, dass wir, weißt du, wenn es klappt mit der Songspieler in Spotify, dass wir nachher trotzdem ein Video machen, wo unsere Reaction und nachher parallel zum Podcast in YouTube aufladen. Beziehungsweise die Podcast-Episode auch in YouTube aufzuladen, ohne Video. Dafür können wir Reactions mit Video machen, zum Beispiel. Ja, voll. Ja, Bodycount ist hart, Alter. Ja. Ich habe gemeint, das ist ein Bodycount-Song mit featuring Lionheart, aber das ist aber umgekehrt. Das ist schon umgekehrt, ja. Das haben wir nicht gecheckt. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ist ein bisschen schade. Ja, Bodycount ist der Shit. Ja, hey, haben wir es mal wieder... Aber ja. Haben wir mal einen Wrap-Up machen? Ladies and Gentlemen, das ist eine Pilotepisode von Metal Server.
Wir sind jetzt 2 Stunden und 20 Minuten. Es ist, glaube ich, mehr darum gegangen, dass wir herausfinden, dass wir miteinander ins Mikrofon reden gleichzeitig. Und das funktioniert einigermaßen. Ich glaube, es klappt. Vielleicht tun wir das ein bisschen abschneiden. Weniger als 2 Stunden. Ja, ich glaube, der Part, wo wir Musik gehört haben, könnte man schon abschneiden. Ja, voll. Oder, wenn man es schafft, in Spotify noch gleichzeitig Musik zu laufen lassen, könnten wir das machen. Ja. Aber ja, voll. Eine coole Pilotepisode. Also jetzt wissen wir können mindestens genug Platz füllen mit Wörtern, um einen Podcast zu machen. Wir müssen es vielleicht ein bisschen strukturierter machen. Ja, oder? Das definitiv. Ja, aber ich glaube, es läuft. Jetzt tun wir den als Bonustrack mal, als Bonusepisode raushauen. Irgendwann mal. Und wenn wir Fame und Bitches haben. Voll. Aber wir haben ja noch nicht festgelegt, was wir Segment machen. Also, ja, das kommt heute, glaube ich, nicht mehr gut. Okay. Wir machen lokale Bands. Machen wir Konzert, News und die Anus für den Janus. Die Anus für Janus ist auch fix. Tipptopp. Ja, mit diesen Segmenten sind wir eigentlich... Wahrscheinlich gar nicht, dann haben wir eine Stunde lang. Ich meine, wenn wir eine Stunde nur schnurren, oder wenn wir 2 Stunden schon über Scheiß schnurren... Das wirklich ein Zeitraster setzen, weil es artet sonst einfach aus mit uns zwei. Voll. Ja, also wir tun dann vielleicht 40 Minuten, 50 Minuten über Scheiß schnurren und nachher die Segmente machen. Who knows? Schauen wir dann. Aber merci, dass ihr alle Metal Server gelost habt. Vielleicht findet ihr nachher Merch von uns. Ich habe jetzt schon aufgeschrieben, dass wir ein T-Shirt machen. Für Sum 41 ist eine Thrash-Band und mit einem Serverlad drauf. Ich glaube, wir können ein paar coole Sprüche aus dem Podcast dann... Sum 41 ist eine Thrash-Band. Ist fix eine Thrash-Band, Alter. Der Chunk-Album, der ist geil. Chunk ist sie, oder? Chuck. Ich schick's dir nachher. Fix. Das ist so heavy. Aber ja, merci, dass ihr Metal-Server gelost habt und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschä, ich komme gut heim. Macht ihr nicht eine coole Stimme? Welche? Die Kinder. Der Erzählerstimme. Okay. Was soll ich sagen? Und dann wünschen Ricky und Bella euch einen wunderschönen Abend.